Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi miteinander, wie geht's euch? Heute gibt es ein bisschen ein spezielles Video, denn ich habe Patrick zu Gast, oder besser gesagt, ich bin auch bei ihm zu Gast. Und er ist Deutschlehrer, hat einen Deutsch-Podcast auch, lebt in Kambodscha und hat mich angeschrieben, ob ich mit ihm bereit wäre, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und ich bin super froh, mit ihm jetzt hier zu sein. Und hallo Patrick, herzlich willkommen. Ja, hallo, hallo. Ich freue mich auch. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Super. Ja, ich versuche mit dem Hochdeutsch ein bisschen mit dir mithalten zu können. Und werde dir ein paar Fragen stellen. So hoffentlich Mhm. interessante. Vielleicht zuerst möchtest du dich vielleicht deinerseits noch kurz vorstellen mit ein paar mehr Infos, als ich gegeben habe. Ja, gerne. Also, ja, ich heiße Patrick. Ich komme aus Hannover. Das liegt in Norddeutschland. Ich bin Deutschlehrer, aber ich habe auch einen Podcast, der heißt 14 Minuten. Den gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Und ja, da geht es nicht um Schweizerdeutsch. Wir sprechen da Hochdeutsch. Und das ist für Leute, die Deutsch lernen wollen und so ein mittleres Niveau haben, also so B1, B2. Und wir machen Folgen zu verschiedenen Themen. Mhm. Und Leute können uns zuhören oder anschauen und dadurch ihr Deutsch verbessern. Du hast gesagt, du kommst aus Hannover, Norddeutschland. Soweit ich weiß, sagt man doch sehr oft, dort spricht man das reinste oder sauberste Hochdeutsch. Stimmt Ja, das, wenn ich dich so direkt fragen darf? ich glaube, das ist wirklich wissenschaftlich gesehen so. Also vielleicht nicht genau Hannover, Hannover, aber irgendwie so die Region Hannover, also in der Nähe von Hannover. Also ich spreche wirklich absolut keinen Dialekt. Also was ich spreche, ist wirklich sehr, sehr nah an dem, was man schreibt, glaube ich. Es gibt vielleicht so ein paar Wörter oder Partikel, die vielleicht anders sind, aber ja, es ist wirklich fast wie geschrieben. Okay, Also, oder wie der Standard, ja. du hast eigentlich keine, ja, zweite Art zu sprechen auf Hochdeutsch, also keine Nee. Dialekt noch neben dem Standard, was du sprichst. Nee, wirklich nicht. Also so wie ich jetzt spreche, das ist so wie ich spreche. Also ich Ah, kann nichts anderes. Also ich kann Dialekte imitieren oder so, aber das sind nicht meine Dialekte und das klingt wahrscheinlich sehr schlecht und lächerlich, ja. gut, das ist bei mir auch so. Wenn ich versuche, andere Dialekte in der Schweiz zu imitieren, das klingt auch schlecht, wirklich. Also Mm, es gibt vielleicht die Leute, die das sehr gut können, aber ich bin keiner davon, ja. ja. Aber ich finde es sehr erfrischend irgendwie zu hören. Du hast einfach eine Sprache, so wie du sprichst, und du musst nicht irgendwie wechseln oder ja, switchen Ja, zwischen. Das man macht's könnte auch auch sagen, einfach. das ist ein bisschen langweilig vielleicht. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, das ist so ein bisschen langweilig. Ja, es ist Hochdeutsch, das perfekte Hochdeutsch. Ähm, Ja, du aber meinst, irgendwie halt auch es sehr unbesonders hat dann, keine ne? Besonderheiten oder nicht irgendwie, ja. Ja, aber ja, so ist es. Ja, ich glaube, also viele Schweizer würden sich vielleicht wünschen, so ein Hochdeutsch sprechen zu können, obwohl sie vielleicht Schweizerdeutsch das Einfache bevorzugen, aber trotzdem so insgeheim, glaube ich, Mm, viele würden sich wünschen, mal, wenn sie müssten, auch so ein sauberes Hochdeutsch sprechen zu können. Ja. mm. Und wie ist es Ja. bei dir, also zum Beispiel bei euch im Podcast, behandelt ihr dort auch verschiedene Dialekte aus Deutschland? Ist das auch ein Thema manchmal, dass man so ins Bayerische Mm, oder irgendwie. Ich glaube, über Dialekte haben wir noch nicht so wirklich gesprochen. Ja, weil das ein bisschen schwierig ist, weil, ja, man müsste ja dann Beispiele geben und so aus dem Dialekt, aber wir beide kommen ja aus Hannover, also wir sprechen Es die gibt keine Dialekte nicht. Beispiele. Ja. Und ich stelle mir das ein bisschen schwer vor. Also man müsste vielleicht dann so Episoden machen, wo man irgendwen einlädt.
Ja. der dann in dem Dialekt spricht oder so. Aber bisher haben wir das noch nicht gemacht. Wir haben nur zu Mhm. Regionalsprachen was gemacht. Also es gibt eine Folge zu Plattdeutsch, aber das Mhm. ist eine Sprache und in der Sprache gibt es wiederum Dialekte. Mhm. Und es gibt eine Episode zu Unser Deutsch. Das ist so eine Kreolsprache Mhm. die in Papua-Neuguinea entstanden ist, aber eher zu den Okay, richtigen interessant. Dialekten haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht. Aber es ist vielleicht mal eine Idee. Wie ist das? Also ich frage mich manchmal, weil ja in der Schweiz, in der Deutschschweiz, mit dem Schweizerdeutsch, die verschiedenen Dialekte sind quasi omnipräsent. Also man hat die immer im Alltag, überall in verschiedenen Bereichen, äh, in den Familien, aber auch in der Politik. Also überall wird der Dialekt benutzt. Und in Hm. Deutschland gibt es ja auch die verschiedenen Dialekte. Ist das auch, also im Alltag, spürt man die? Zum Beispiel, wenn jemand aus Bayern kommt, wenn er dann in Norddeutschland ist, wird er den Dialekt gar nicht benutzen. Ja, ich glaube, das funktioniert anders als in der Schweiz. Also ich Mhm. bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich ja, wie gesagt, aus Hannover komme. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man einen Dialekt spricht in Deutschland, dann spricht man den unter sich, also mit seiner Familie oder mit Freunden, oder mit Mhm. Leuten, die den gleichen Dialekt sprechen. Aber sobald man in Kontakt ist mit Leuten, die nicht aus dieser Gegend kommen, dann wechselt man auf Hochdeutsch. Mhm. Ja. Und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede, was den Dialekt angeht. Also in Deutschland gibt es Dialekte, die einen guten Ruf haben. Und Mhm. da sprechen die Leute, glaube ich, den Dialekt auch mehr oder mit mehr Stolz und so, wie zum Beispiel Mhm. Bayerisch. Mhm. Es gibt aber auch Dialekte, ähm, die haben sehr schlechtes Ansehen. Also Mhm. zum Beispiel Sächsisch. Wenn man Mhm. Sächsisch spricht, ähm, das kann ein richtiges Problem sein. Also Leute, die nicht aus Sachsen kommen, finden diesen Dialekt meistens relativ schrecklich. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Und wenn man sich zum Beispiel für einen Job bewerben würde und man spricht Sächsisch, Schwierig. keine gute Idee. Ha. Ja. Also es Und gibt, das ist, glaube ich, ja. anders als in der Schweiz, oder? Also in der Schweiz gibt es, glaube ich, keinen. Oder gibt es das bei euch, dass es einen Dialekt gibt, wo die Leute sagen, was ist das Komisches, klingt schrecklich. Schon auch. Es Ja? existiert auch, ja. Man hat Okay. diese Bilder, die man verbindet, auch mit den Dialekten oder Vorurteile vielleicht. Mhm. Ja, Hm. gerade bei meinem Dialekt, vielleicht Appenzell-Innerrhoden. Es ist ein, Mhm. ja, ich komme von Appenzell-Innerrhoden. Es klingt ein bisschen anders als der Zürcher oder ja, ein bisschen Mhm. rauer. Und Mhm. wenn man das spricht, dann, ja, ein Vorurteil ist, dass vielleicht die Bildung nicht so hoch ist, dass man vielleicht auf dem Land, Bauernjunge und so, dann wird man schnell vielleicht ein bisschen kategorisiert. Das ist natürlich sehr Mhm. pauschal gesagt, aber es kann schon auch, ja, Schwierigkeiten bieten, aber auch Vorteile, weil auf der anderen Seite ist zum Beispiel gerade der Appenzeller Dialekt auch sehr beliebt. Also die Leute sind meistens lustig, bodenständig so. Und viele Leute, wenn sie Appenzeller Dialekt hören, dann hat man schon einen Pluspunkt bei den Leuten, weil man Mhm. schon gut ankommt. Also, aber das existiert in verschiedenen Dialekten, ja. Mhm. Also vielleicht nicht so stark wie in Deutschland, wie ich es eben von dir erfahren habe, aber es existiert auf jeden Fall auch, ja. Nee, und zum Beispiel in den Medien und in der Politik verschwindet das dann fast komplett, würde ich sagen. Mhm. Also wenn man sich politische Debatten anhört, da spricht niemand im Dialekt, außer vielleicht Leute aus Mhm. Bayern. Die Aber schon dann. okay, obwohl, ja, das ist eher so, die sprechen etwas, was so ähnlich ist wie Hochdeutsch. Also wahrscheinlich denken die Bayern, dass sie Hochdeutsch sprechen würden, aber für Leute, die wirklich Hochdeutsch sprechen, ist es nicht wirklich Hochdeutsch. Das ist sehr gut, dass du das sagst, Patrick, weil das leitet ein bisschen zu meiner nächsten Frage über. Und zwar, Mhm. wie sehen ja gerade Leute vielleicht wie du aus Hannover, ja, mit einem guten Hochdeutsch, wenn du in die Schweiz kommst? Erschrickst du dann?
von, wenn die Schweizer versuchen, Hochdeutsch zu sprechen oder wenn sie Hochdeutsch sprechen? Wenn die Hochdeutsch sprechen, nee, dann erschrecke ich nicht. Oh. Nee, weil das kann ich dann schon verstehen. Also Mhm. es klingt dann immer noch nicht so wie mein Hochdeutsch. Das ist, Aber ich verstehe das dann. Also wenn ja. Schweizer sich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen, dann verstehe ich das, glaube ich, immer. Aber Mhm. wenn sie wirklich Schweizerdeutsch sprechen, Mhm. dann habe ich fast keine Chance. Wirklich? Also wirklich, wenn ich mich bemühe, zuzuhören, das ist sehr, sehr schwer für mich. Also ich war zum Beispiel in Zürich und war in so einem Brillengeschäft und irgendwie meine Brille war ein bisschen kaputt oder so und er sollte das reparieren oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich habe auf Hochdeutsch gefragt und er hat auf Schweizerdeutsch geantwortet. Ich weiß Mhm. eigentlich gar nicht warum. Das war, glaube ich, vielleicht so ein bisschen passiv-aggressiver Protest. Ich weiß es Kann nicht. sein, ja. Gibt es? Jedenfalls, ich habe mich wirklich bemüht, zu verstehen, was er mir sagt. Mhm. Und er hat dann 2 Minuten irgendwas gesagt und ich habe vielleicht 20% verstanden. Ich habe verstanden, okay, er wird das jetzt reparieren und ich soll warten. Oh, Das konnte ich verstehen, aber 80% habe ich nicht verstanden. Oder wow, ich bin zum okay. Beispiel mal auf der Straße lang gegangen. Das war in Freiburg oder Fribourg, was ja so ein Mhm. bisschen bilingual ist. Stimmt. Ich bin auf der Straße lang gegangen und auf zwei Paare sind mir entgegengekommen. Das eine Paar hat auf Schweizerdeutsch gesprochen und das Mhm. andere auf Französisch. Mhm. Ich habe das französische Paar besser verstanden. Gutes Genau. Beispiel. Wow, sogar mit Ja. Hochdeutsch als Muttersprache Ja, hat man ja. solche Schwierigkeiten. Ja. Also es ist sehr schwer für mich, aber Mhm. trotzdem finde ich es sympathisch. Also ich glaube, Schweizerdeutsch klingt für Deutsche sehr sympathisch. Es klingt Mhm. einerseits so, oh mein Gott, was sprechen die da? Mhm. Aber gleichzeitig sympathisch und so gemütlich, so Mhm. knuffig Das wird auch oft vielleicht. so gesagt, ja, knuffig, Aha. so ein bisschen, ja, Hm. mit dem Li am Ende oder das finden viele Mhm. Leute auch. Und kennst du Was? deinerseits so ein paar schweizerdeutsche Ausdrücke, die berühmt sind oder Hm. die man einfach oft kennt? Ähm, ich muss so ein paar Wörter kennen, weil ich unterrichte ja auch Deutsch und ich habe manchmal Leute, die in der Schweiz wohnen, aber Mhm. Hochdeutsch mit mir lernen. Mhm. Ähm, und die benutzen dann manchmal Wörter aus der Schweiz. Mhm. Und ganz am Anfang oder vor vielen Jahren habe ich Leute dann auch teilweise korrigiert, weil ich Ah, dachte, das ist falsch. ja. Und später habe ich dann erst gelesen oder erfahren, nein, dieses Wort existiert wirklich, aber halt in der Schweiz. Wie zum Mhm. Beispiel parkieren und grillieren. Das Mhm. klang für mich am Anfang sehr, sehr falsch. Und ich habe die immer korrigiert und gesagt, nein, das heißt grillen und parken. Ja, richtig. Äh, und Ja. irgendwann habe ich dann aber erfahren, okay, in der Schweiz sagt man das wirklich so. Okay, gut, dann. Und wenn Leute das jetzt benutzen im Gespräch mit mir, ich korrigiere die nicht, weil ich denke, okay, ihr wohnt in der Schweiz, das ist da das normale, geläufige Wort, also okay, sagt grillieren. Es gibt noch mehr, das, ja, wie Ja, zum es Beispiel gibt, Badi, Schwimmbad ja, oder stimmt, Body oder der Coiffeur für den Friseur. mhm. Ja, es sind oft auch so französische Wörter oder aus dem Französischen, ne? Ja, sehr oft Die ich auch. dann aber spontan immer verstehe, weil ich Das halt glaube ich. Französisch kann. Und dann denke ich mir, Ah, okay, ihr benutzt da das französische Wort. Okay. ist das bei euch Perron sagt man auch, oder? Perron? Ja, für Ja. Bahnsteig, oder? Ja, Wahrscheinlich. genau, genau. Ja, Mhm. Perron Nummer 5. Ja, naja, das sagt man so, ja. Mhm. Ja, ich glaube, Ja. wir haben diesen französischen Einfluss und ich glaube, in Deutschland ist das allgemein sehr viel weniger, oder? Dass man also diese Worte aus dem Französischen, dass man da wirklich korrekte deutsche Ausdrücke dafür benutzt. Nee.
Ja, ich meine, es gibt auch viele französische Wörter im Deutschen, wie Mhm. Restaurant, Café, Mhm. Charme Mhm. oder so. Eben das. Aber es ist halt weniger als in der Schweiz, denke Mhm. ich. Also, weil Restaurant, Café und Charme gibt es auch in der Schweiz wahrscheinlich, aber ihr habt dann zusätzlich noch weitere Wörter, die wir nicht haben. Dann hast du insgesamt gute Erfahrungen oder interessante Erfahrungen gemacht in der Schweiz. Mit der Sprache auch. Ja, also ich finde es halt nur schwierig. Ich finde das überhaupt nicht, Mhm. ähm, weiß ich nicht, komisch oder unsympathisch, sondern im Gegenteil, ich finde das interessant und sympathisch und Mhm. ich verstehe es halt nur nicht komplett. Ja, Also es ist, vielleicht sollte ich auch deinen Podcast hören. du kannst gerne, es würde mich Ja. freuen. Ja, natürlich. Ich werde bei eurem auch reinhören ab und zu. Das sehr interessant. Hm. Vielleicht noch als abschließende Frage. Hast du das Gefühl irgendwie, dass man vielleicht besonders als Deutschmuttersprachler mehr Schwierigkeiten hat, Schweizerdeutsch zu lernen, weil es ähnlich ist, aber doch nicht? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also so umzuschalten in so einen anderen Modus. Ja, das Ähm, ist es, glaube ich, ja. Mhm. Oder vielleicht nicht unbedingt, dass es super schwer ist, das zu lernen, aber dass man oft so durcheinander kommt und verwirrt ist und dann so versucht, Mhm. Schweizerdeutsch zu sprechen, aber dann kommt wieder so die hochdeutsche Grammatik rein Kommt oder ein hervor, ja. hochdeutsches Wort. Und was ich schon gehört habe, ist von einem Kumpel, der Deutscher ist und in der Schweiz wohnt und versucht, Schweizerdeutsch zu lernen, dass Mhm. die Schweizer manchmal auch so ein bisschen ablehnend ist und sind und Mhm. ähm, ja nicht mit ihm auf Schweizerdeutsch sprechen wollen. Also kann das auch sein, dass Das kann, Schweiz, oder nicht alle natürlich, aber manche Schweizer da so ein bisschen sind, der Deutsche kommt jetzt hier und will unser Schweizerdeutsch sprechen, das wollen wir aber nicht. ja, Kommt ich, das vor? ich glaube, das kommt leider auch vor, ja, ab und zu. Ja, Hm. ich habe auch schon solche Situationen miterlebt, ja. Ich habe früher auf der Baustelle gearbeitet, ich bin Bodenleger von Mhm. Beruf und gerade dort in diesem Umfeld äh, gab es viele deutsche Gastarbeiter, die dort gearbeitet haben und ja, dann, wenn halt die Frage auf Hochdeutsch kam, dann war die Antwort definitiv in einem krassen Schweizerdeutsch. Äh, Mhm. und wenn sie versucht haben, Schweizerdeutsch zu sprechen, ein paar Worte, dann wurde ihnen so gezeigt, dass es auch nicht gerade gut ist. Also ja, ich habe das schon Hm. auch miterlebt. Ja, es gibt da definitiv irgend so, ja, Leute, die das dann nicht mögen, ja. Aber auf die eine oder andere Art nicht, ja. Ja, Leider, ja. aber gut. Aber dann Aber gibt es natürlich wahrscheinlich auch die Leute, die finden das schön und sagen dann, oh, viel schön, dass mehr. du Viel, viel mehr von Schweizerdeutsch denen. lernst, ne? Also ich denke, der größte Teil findet es super und ja, auch in meinem Umfeld, ich kenne niemanden, der das nicht unterstützen würde. Ich finde immer, es ist so schön, wenn jemand versucht, ein paar Wörter ja, zu sagen und zu benutzen. Und Hm. es muss ja überhaupt nicht perfekt sein. Und ja, ich unterstütze das nur und auch viele Leute, ich denke, der größere Teil findet es gut, ja. Ja, wir haben schon wieder ein paar Minuten geschafft und ich Mhm. danke dir vielmals für diese tollen Antworten. Ich hoffe, die Fragen waren, ja, waren sehr spontan. Ich weiß, ich hoffe, es war okay für dich. Ja, super. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist, auch in erster Linie. Es hat so viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen, mit dir zu sprechen und ja, wünsche dir noch ein schönes Tägli. Vielen Dank. Ja, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und ja, hat mich auch gefreut. Mach's gut. Ciao, Du ciao. auch. Ciao, Patrick. Tschüss.